Linie-System im dritten. Ja? Das ist der Wirkmechanismus. Verringerung der Leitungsgeschwindigkeit. Warum machen Sie das? Weil Sie die Aufstrichphase des Aktionspotentials eben verringern, die Geschwindigkeit des Aufstrichs. Ja? Die Substanzen haben aber noch Zusatzwirkungen und zum Teil über diese Zusatzwirkungen werden sie noch weiter eingeteilt. Ja? Und diese weitere Einteilung betrifft den möglichen Zusatzeffekt der Aktionspotentialdauer. Und zwar gibt es da die Gruppe 1a oder Klasse 1a. Das sind Substanzen, die eigentlich Mischsubstanzen sind, die nicht nur Natriumkanäle emittieren, sondern auch Kaliumkanäle. Die haben also, wenn Sie so wollen, auch gleichzeitig eine Klasse 3 Wirkung, ja, zusätzlich zu dem Natriumkanalblockade, und sie verlängern die Aktionspotentialdauer. Ja. Alle Substanzen, die die Aktionspotentialdauer verlängern, können auch zu schwerwiegenden Rhythmusstörungen führen, die man als Torsatz-Bereich bezeichnet. Darauf kommen wir später zurück. Aber die Relevanz dieser Einteilung ist, dass diese Klasse 1 Antiolemiker, die das Aktionspotenzial verlängern, eben die Klasse 1a als Nebenwirkung auch solche Torsatz-Point-Aktionen machen kann. Ja? Dann gibt es Substanzen, die die Aktionspotenzialdauer verkürzen. Diese Verkürzung kommt wahrscheinlich dadurch zustande, dass es auch einen Natrium-Einstrom während dieser Phase gibt, also nicht nur einen Calcium-Einstrom, und wenn dieser Natrium-Einstrom gehemmt wird, dann verkürzt sich das Aktionspotenzial, und das ist typischerweise der Fall bei der Klasse 1b. Also die Klasse 1b führt zu einer Verkürzung des Aktionspotenzials. Und dann schließlich gibt es die reinen Natriumkanalblocker, die also keine zusätzliche Wirkung auf die Aktionspotentialdauer haben, und das ist die Klasse 1c. Also, Klasse 1a verlängert die Aktionspotentialdauer, ja, Klasse 1b verkürzt sie, und die Klasse C hat keine Wirkung auf die Aktionspotentialdauer. Der Endeffekt ist aber eine Verringerung der Leitungsgeschwindigkeit, und wenn Sie werden jetzt sagen, jetzt habe ich Ihnen stundenlang erklärt, ja, dass die Erregungsleitungsgeschwindigkeit Verlangsamung etwas Schlechtes ist, und dann geben wir plötzlich Substanzen, therapeutisch, die diese Erregungsleitungsgeschwindigkeit verringern. Was soll denn das? Was haben wir da im Sinn, nicht? Was ist der mögliche Wirkmechanismus dieser Substanzen? Nun, ein Wirkmechanismus ist hier gezeigt, nicht? Und hier haben wir so eine kreisende Erregung, zum Beispiel bei einer Purkinje-Phase, die Muskulatur isoliert, ja? Und die kreisende Erregung kommt dadurch zustande, dass wir hier einen unidirektionalen Block haben. Ja? Weil in dieser Richtung versiegt die Erregungsleitung, aber in diese Richtung geht es durch, ja? Eben diese Incremental Contraction, und deswegen bewegt sich jetzt diese Erregung hier. Ja? Und eine Philosophie hinter der Leitungsgeschwindigkeitsverringerung als therapeutisches Mittel besteht darin, was passiert, wenn ich jetzt diese Erregung von hier auch blockiere. Die Situation, die hier gezeigt ist. Wenn ich also in diesem Areal die Erregungsleitungsgeschwindigkeit noch verringere, dann erzeuge ich aus diesem unidirektionalen Block, wie hier gezeigt, einen bidirektionalen wie hier. Also da geht die Erregung nicht durch wie vorher, aber da geht sie auch nicht durch, und damit steht diese kreisende Erregung. Das heißt, die Philosophie dahinter ist die Umwandlung von unidirektionalen Blöcken in bidirektionale, und damit steht die kreisende Bewegung. Die zweite Philosophie hinter dieser Leitungsgeschwindigkeitsverringerung als therapeutische Option ist wiederum mit der kreisenden Erregung zu finden. Nun, wir haben gesagt, wenn wir so eine kreisende Erregung haben, ja, dann wird diese kreisende Erregung ja, auf den Ventrikel oder auf den Vorhof übertragen, und die Frequenz des Ventrikels oder des Vorhofs entspricht
der Rotationsgeschwindigkeit dieser kreiselnden Erregung. Ja? Wenn ich jetzt die Erregungsleitungsgeschwindigkeit verringere, dann verringere ich auch die Rotationsgeschwindigkeit dieser kreiselnden Erregung. Das heißt, die Herzfrequenz wird geringer. Und wenn jetzt die Herzfrequenz so hoch ist, dass schon eine Ischämie besteht aufgrund dieser hohen Herzfrequenz und ich reduziere die Herzfrequenz, sagen wir von 190 auf 140, ja, dann verbessert sich auch die Versorgung des Gewebes und dadurch kann dann eine Erhöhung der Leitungsgeschwindigkeit resultieren, die dann zu einer Verlängerung der Refraktärstrecke führt und dann die Erregung vollkommen zu versiegen bringt. Das heißt, die Theorie besteht darin, wir haben eine kreisende Erregung und wir verringern ganz einfach die Rotationsgeschwindigkeit und damit verringern wir auch die Herzfrequenz. Das kann man bei einigen dieser Klasse 1 Antiarrhythmika schon während der Gabe sehen. Das ist sehr hübsch, wenn man das beobachtet. Also der Patient hat eine sehr ausgeprägte ventrikuläre Tachykardie. Und wenn man jetzt langsam in die Ukraine geht, sieht man schon während der Gabe, dass zwar die Tachykardie nach wie vor besteht, aber dass die Herzachsen immer breiter werden und immer weiter werden, voneinander auseinanderrücken, weil eben die Herzfrequenz, die Umdrehungsfrequenz dieses Rotators hier geringer wird. Gleichzeitig haben wir natürlich den Nachteil, dass diese Substanzen, wenn man sie spielt, eben zu einer Verringerung der Refraktärstrecke führen, wodurch Rhythmusstörungen auch begünstigt werden. Und da haben wir jetzt sozusagen diese Janusköpfigkeit, die wir aber in anderen Gebieten der Medizin auch haben, nämlich die Zytostatika, die zytostatische Chemotherapie. Ja. Einerseits werden die Tumoren dadurch geringer, ja, andererseits ist für das Zytostatika auch selber Tumoren erzeugen können, beziehungsweise selber auch kanzerogen sind. Ja. Also in der Elektrophysiologie ist es nichts anderes. Alles, was also gut ist, kann auch schlecht sein. Ja. Gut, gehen wir einmal zur Chemie dieser Klasse 1 Antiarrhythmika. Und die Klasse 1 Antiarrhythmika oder Nasenkanalblocker haben nicht wir erfunden, sondern zum Beispiel dieses Tier, ja, bezeichnet man als Conus geographicus oder Conusschnecke, kommt Ihnen grob vor. Und wenn Sie so eine Schnecke sehen, ja, dann sind Sie vorsichtig, sonst geht es Ihnen so wie diesem Fisch, den wir gleich sehen werden. Ja. Die Schnecke bekommt jetzt die Leder und zieht offensichtlich. Und so ist es passiert. Weil diese Schnecke lebt von Fischen und sie kann nur von Fischen leben, weil sie diese Metall beschießt oder mit einer Harpune beschießt, die ein so toxisches Giftgemisch enthält, dass der Fisch innerhalb einer Bruchteil einer Sekunde vollkommen gelähmt ist. Und für diese Schnecke ist der Fisch verloren, wenn er auch nur einen Meter weiter wegschwimmt. Und das ist eigentlich das Faszinierende dabei. Und warum zeige ich das? Weil dieses Gift dieser Schnecke, das in Wirklichkeit ein Giftcocktail ist, ja, und falls Sie sich dafür interessieren, es gibt einen sogenannten Conus-Server, bei Conus geographicus heißt diese Schnecke, und da sind alle Toxine drinnen, die Sie nur erdenken können. Ja. Die werden natürlich auch versucht, Pharmaka weiterzuentwickeln. Aber das Prinzip ist, dass dieses Chronotoxin den Kanal in einen Korken blockiert. Ja? Und der Effekt ist der, den wir gesehen haben, das Tier stirbt. Wenn wir also Natriumkanalblocker verwenden, die so wirken, dann würden wir das nicht überleben. Ja? Das heißt,
und wir überleben das Ganze, nicht so wie dieser Fisch, ja, weil sie eben einen anderen Mechanismus haben. Und dieser Mechanismus, den hat auch die Natur erfunden, ja, von einer angenehmeren Substanz, nämlich von Kokain ausgehend. Ja. Und vor mehr als 100 Jahren Sigmund Freud, der das Kokain benutzt hat, um die Morphinabhängigkeit eines Freundes zu therapieren. Und er hat ihn dann erfolgreich zu einem Kokainsüchtigen gemacht. Aber er hat auch beschrieben, dass das Kokain eine lokalanästhetische Wirkung hat und aus diesem Kokain sind dann die ganzen Lokalanästhetika entwickelt worden. Aber auch hier haben wir eine Pflanze. Und was machen jetzt diese Lokalanästhetika? Und ich habe es Ihnen schon gezeigt. Es sind diese Substanzen der Klasse 1, die eben dieses Inaktivierungstor festbinden, ja? Die also nicht, wie unser Chronotoxin, von oben ganz einfach die Pore verschließen, weil das eben viel zu toxisch wäre, sondern sie gehen da in diese Bindungsstelle rein und verschließen dieses Inaktivierungstor fest, sodass dieses Inaktivierungstor, das normalerweise aufgeht, wie Sie hier sehen, wenn die Zelle repolarisiert, auch dann nicht aufgeht, wenn sie repolarisiert. Ja? Also hier zum Beispiel sind die Kanäle nach wie vor inaktiviert. Man spricht auch von einer Postrepolarisationsrefraktarität. Das heißt, das Gewebe ist refraktär, obwohl die Repolarisation erfolgt ist. Ja? Ganz einfach, weil die Kanäle per se in die Inaktivierung getrieben werden. Aber der Trick ist jetzt der, dass während dieser Phase hier zwischen zwei Herzschlägen diese Substanz wieder weggesucht. Ja? Und das kann man sich so vorstellen. Also hier haben wir zwei Aktionspotenziale und hier haben wir die zum Beispiel. Ja? Während dieser Phase des Aktionspotenzials Plateaus sind die Natriumkanäle inaktiviert. Da binden also die Substanzen. Ja? Und zwischen diesen beiden Phasen ist aber der Rezeptor im sogenannten Low-Affinity State, verändert sich der Rezeptor, sodass jetzt keine Affinität mehr besteht und das Isogen dissoziiert weg. Ja? Und wenn dann das nächste Aktionspotenzial hier erfolgt, sehen Sie, dass praktisch kein Isogen mehr da ist. Das heißt, die Natriumkanäle werden hier überhaupt nicht blockiert. Ja? Das heißt, obwohl das Lidocain bildet und entbindet, hätten wir in diesem Fall überhaupt keinen Effekt. Ja? Nur, wenn dieses Aktionspotenzial hier stattfinden würde, ja, dann ist noch eben genügend Natriumkanalblocker am Kanal, damit die Herzaktion blockiert wird. Ja? Und wann rücken diese Aktionspotenziale aufeinander zu, wenn die Herzfrequenz steigt. Das heißt, was hier resultiert, ist ein frequenzabhängiger Effekt. Ja? Bei einer normalen Ruhefrequenz haben wir keinen Effekt. Nur wenn die Frequenz immer stärker wird, immer schneller wird, dann tritt der Effekt ein. Somit wirkt die Substanz eigentlich als Hochfrequenzfilter. Es ist so, wie wenn man in dieses elektrische Gerät Herz einen Filter einbaut, der verschiedene Signale rausfiltert, aber eben nicht alle. Er filtert genau die Hochfrequenzsignale raus. Ja? Und das ist das, was eben dieses Chronotoxin nicht machen kann. Und fast alle Blocker, eben auch Calciumkanalblocker, ja, funktionieren so. Und deswegen können wir sie nehmen und trotzdem leben, weil eben nur sehr hochfrequenzsignale